Love you. Love you. Mario Poker, Rich speaking. Hello, Nojan for 2-5, please. Alright, you got it, no shot. Thank you. Was geht ab? Was geht? Kommst du zocken? Später vielleicht. Der Fabi versucht schon die ganze Zeit, mich zu überreden, mit ihm zum Mount Charleston zu fahren. Irgendwo da am Berg. Wie hoch? 3616 Meter. Irgendwie 8 Stunden lang Hike. Habe ich ja gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber der sagt halt, das wird unnormal viele Views bringen und so weiter. Wir sollen es für euch machen. Also könnt ihr mal abstimmen. Wollt ihr mit zum Mount Charleston oder lieber zurück an die Pokertische? 8 Stunden Spaß haben. 8 Stunden. Dann nehmen wir die Drohne mit, machen wir ein paar Drohnen auf. Genau. Aber mit Kids geht nicht, ne? Nee, keine Chance. Ja, gut. Ich bin froh, wenn du es schaffst. Was geht denn, Leute? Nur noch 9 Subscriber und wir haben endlich die 5500er Marke geknackt. Also für alle, die zuschauen und noch nicht abonniert haben, aber bitte abonnieren. Das wäre super nett. Heute wieder das gleiche Spiel, Leute. Aria Cash Game 2.5. Let's go. Meine Frau hat mir eine neue Weste gekauft, Leute. Heute mal Weste an im Aria, denn ich friere mir immer den Arsch ab und ja, vielleicht hilft das. Auch wenn das gestern nur eine kleine Winning-Session war, wir haben endlich mal den Downswing unterbrochen, Leute. Und ab jetzt kann nur noch bergauf gehen, hoffentlich. Aber ja, viel wichtiger ist erstmal jetzt hinsetzen, 8 Stunden runter grinden, A-Game spielen, fokussiert bleiben und Flow State, Leute. Flow State ist ganz wichtig. Leute, 8 Stunden gespielt und wir sind $1064 down. Ich war direkt in der ersten Stunde oder so schon 1000 down. War insgesamt für $2300 in und war den ganzen Tag eigentlich voll die frustrierende Session, bis auf die letzten 2 Stunden oder so. Da habe ich mal wieder ein paar Hände gewonnen und auch ein paar Moves machen können und so weiter. Aber restliche Session hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich bin direkt am Anfang mit Set gegen, also 3-Bet-Pot, Preflop call ich mit 10er, Floppe Set, Dame 10, noch was, Check Raise, Turn geht alles rein und er hat Ass König in Diamonds und River kommt halt Diamond. Mega kalt, Leute. Ich kann kaum sprechen, wenn ich mich komisch anhöre, wenn ich hier von der Brücke Richtung Auto laufe, dann ist das, weil ich mich zu Tode friere, Leute. Ist mega komisch, tagsüber halt mega warm, ey. Da waren wir noch im T-Shirt unterwegs und abends mega kalt. Aber ich muss sagen, mit der Weste war mega cool. Ist jetzt fester Bestandteil meines Grind Gears. Gab keinen Moment, wo ich mal irgendwie gefroren habe oder so. Und ist auch total angenehm. Ich habe gedacht, es wird vielleicht ein bisschen unbequem sein am Tisch, aber ja, mega cool. Es ist einfach wie verhext im Moment. Also jedes Mal, wenn ich einen großen Pot gespielt habe, alle großen 3-Bet-Pötte oder so, oder 4-Bet-Pötte, habe ich immer verpasst. Ich habe mal mit Ass König auf $200 ge-4-bettet und Flop kommt Dame hoch. Ich mache eine C-Bet, Turn kommt noch eine Dame. Und mein Gegner hat Ass-Dame hier. In der Hand habe ich irgendwie $300 abgegeben. Ja, das ist den ganzen Tag lang so passiert. Jedes Mal, wenn ich 2-Pair, habe ich 6-7 zum Beispiel, floppe, Top 2 und verliere dann gegen 7-8. Macht die da auf dem River höhere 2-Pair. Und das ist 2-3 Mal passiert heute. Ist aber manchmal so. Ich bin auch ziemlich froh darüber, dass das jetzt alles so passiert, denn bekommt ihr das mal so mit, den Downswing? Bis jetzt gab es immer nur, also ich habe ja nie daily gevloggt und sonst hat man immer nur diese Winning Sessions mitbekommen und auch bis jetzt sind wir gut gerannt, muss ich sagen.
Aber ja, jetzt bekommt ihr auch mal einen Downswing mit. Also für alle, die irgendwie Pokerprofi werden möchten und so weiter, könnt ihr euch drauf einstellen, Leute. Es gibt manchmal 1-2 Monate oder so, wo einfach nichts klappt. Leute, ist schon spät und so viele Optionen gibt es nicht mehr. Zu Hause kochen macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Also Cane's, für die das noch nicht probiert haben, das nächste Mal, wenn ihr in den USA seid, Cane's auf jeden Fall mal probieren. Es sind so Chicken Strips mit so einer richtig leckeren Soße. Die Pommes sind jetzt nicht so besonders, aber ja, diese Chicken mit der Soße, die Kombination ist halt mega. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und um diese Uhrzeit hat nichts mehr auf. Also entweder McDonald's, Burger King oder Cane's und Cane's gewinnt da jedes Mal. Gehen, Leute, der nächste Morgen. Gestern schon wieder Minus-Session, aber lasst euch davon nicht demotivieren, Leute. Das ist völlig normal und wir sind auch nicht viel down für den Monat. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber 1500 irgendwie sowas down. Das hat man manchmal in einer Session, ist das wieder alles drin oder dick wieder am Plus. So läuft das eigentlich immer ab, jeden Monat. Dass man irgendwie erstmal down ist oder erstmal up ist und dann wieder down ist und so weiter. Also wenn ihr euch das so vorstellt, dass man jeden Monat sich hinsetzt an die Pokertische und jeden Monat gleich viel rausholt, dann habt ihr die falsche Vorstellung von dem Ganzen hier. Es kann wie gesagt mal sein, dass man irgendwie 1-2 Monate gar nichts verdient und dann im dritten Monat genug verdient, dass es dann für die ersten 2 Monate dann wieder, also das ein Ausgleich wieder. Und am Ende des Jahres kommt man irgendwie immer noch auf 50 bis 60 Dollar Stundenlohn auf 2,5, wenn man gut ist. Also wenn man diese Deep Games hier spielt, Aria, Win und so weiter. Im Bellagio wird es doch wieder ein bisschen schwerer, da ist eher so 30 Dollar, 35 Dollar pro Stunde machbar. Und Ziel ist es eigentlich auf 130. Ich war mal auf 130 Dollar Stundenlohn eine ganze Zeit lang. Und ja, Ziel ist es auf jeden Fall wieder auf 130 Dollar oder beziehungsweise 100 Dollar pro Stunde zu kommen. Und dafür haben wir nächstes Jahr die Challenge. Ist auch mal gut, dass wir so einen Downswing einfach mal mitmachen, dass das Ganze gefilmt wird, dass ihr genau mitbekommt, wie das Leben als Pokerspieler hier so ist. Dass es nicht immer Sonnenschein ist, sondern auch lange Stretches gibt, wo man einfach mal gar nichts verdient. Aber hier nochmal ein kurzer Graph-Update. So sah der Graph aus, bevor wir umgeswitcht sind auf Poker Bankroll Tracker. Und das ist jetzt der neue Graph, wo wir ein bisschen down sind. Aber wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Ich mache mich jetzt schon wieder fertig. Geht ab zum Strip. Session bis 5 Uhr. Aber das bekommt ihr dann im nächsten Vlog wieder mit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.